Bonjour bei CSV TV, wo wir heute den Ostdeputierten Leon Gloden begrüßen. Am Macher Bürgermeister will man dann heute über den Sujet schwätzen, die ganz viele Leute dabei beschäftigt, nämlich die viel Abrüche und überhaupt das Unsicherheitsgefühl, was immer mehr groß wird. Das ist fett, Leon Gloden, dass 12 von Abrüche zugehört wird. Ja, das ist ein ganz aktuelles Thema. Besonders wo die große Vakanz geschwind fängt, wo viele Leute an die Vakanz fahren, wollen sie sicher sein, dass wenn sie zurückkommen, gut erholt, dass sie hier das Haus so rumfinden, wie sie es verlassen haben. Und 12 von den Abrüchen die letzten Jahre sind leider massiv an die Luft gegangen. Allein 2014 hatten wir 4.361 Abrüche. Das wären da 1000 mehr wie 2013. Das ist eine Augmentation von 30%. Das sind 12 Abrüche den Tag. Also man da geht alle 2 Stunden heute zu Lützeburg an den Haus angebracht. CSV hält das Sujet dann noch ganz sicher, dann hat schon für eine Zeit eine Aktualitätsstunde an der Chambre angefragt. CSV-Deputiert haben dann noch parlamentarisch Fragen gestellt, notamment auch den Leon Gloden. Aber was kann ich da noch konkret machen, für die Tendenz zu stoppen? Es gibt da eine Reihe Mesuren, die kann holen. Ich habe persönlich ja eine Question parlamentär gestellt über ein System, das Präkops heißt, ein System, das erfolgreich an der Schweiz angewandt wird. Weil muss ich wissen, dass die Abrüche durch Banden gemacht sind, gut organisiert Banden, und die gehen nur einem Schema. Für das heißt, wenn sie an einem Quartier bis ein Jahr angebracht haben, beweisen Statistiken, dass sie 2-3 Mal an die Quartier zurückkommen innerhalb von einer bestimmten Zeit. An die Präkop-System, also ein informatisches System von einer Firma, die den ausgebaut wird, ausgeschafft wird. Und da kann ich dann aufgrund von Statistiken festlegen, wie viel Mal sie zurückkommen an welche Quartier. Der Minister leider hat gesagt, das wäre ein System, das nicht für Lützeburg unwendbar wäre, weil wir zu klein wären. Ich habe aber da auch Feedback gekriegt vom Ausland, wo sie gesagt haben, zum Beispiel aus Städten wie Basel, Zürich, wird das System ganz erfolgreich angewandt. Und ich meine, es wäre gut, wenn wir das System auch hier hätten. Ja, Spuren, und überhaupt bei der Polizei oder bei der Sicherheitsspuren, das wäre auf jeden Fall eine falsche Message. Das ist ganz klar eine falsche Message. Wir kriegen ja auch den mindestens Audit oder einen Teil vom Audit vorgestellt an der Kommission von der Force Publique, weil das da beunruhigt ist, dass das Land just nach an 3 Regionen angedeelt wird. Zum Beispiel gibt es den Osten dann als Region an der Polizeorganisation nicht, was wir bedauern. Auf der anderen Seite hat sich herausgestellt, und das ist auch eine Forderung von der CSV schon seit langem, dass mehr Polizisten müssen rekrutiert gehen. Und da sind Zahlen genannt gehen, dass über die nächsten Jahre, wenn die Polizisten wäschrechen, die an Pension gehen, 80 Polizisten pro Jahr beikommen. Und dann auch eine Forderung, die wir auch schon mehr lange gestellt haben, ist, wir müssen einfach die administrativen Dschungel aufbauen. Verschiedene Polizisten verbringen mehr Zeit im Büro wie im Terrain. CSV wird sich also auch in Zukunft mit dem Sujet beschäftigen. Leon Gloden, vielmals merci für heute. Merci auch. Und wir sehen uns demnächst drin, hier bei CSV TV.